Wort von Haut gouf schon viel zitiert. Es stand notamment auch dran, als Wirtschaftsminister hat gesagt, Rifkin begann, Luxemburg als einmalige Chance zu begreifen, um seine Visionen umzusetzen. Und das ist der erste Konst, den wir als RDR müssen kontestieren. Wir wollen kein Experimentierlabor sein vom Herrn Rifkin oder von Sosleit, kein Spielfeld. Wir wollen als souveräne Staat die richtigen Lesungen für Land an seinen Bürger sichern erfahren. Der Claude Wissler hat eindrucksvoll und detailliert beschrieben, wie viel Umfang nicht Neues ist an dem berühmten Rifkin-Rapport. Den Herr Minister ist ganz stolz darauf, dass den 425.000 € gekostet hat, an der Talschenzug von der Chambre de Commerce bezahlt ging. Es wurde nun Chambre de Commerce bezahlt, mit denen Suen, die sie von ihren Kotisants kriegt, die Zwangskotisation, die alle Betriebe hier im Land muss bezahlen. Wie leicht fällt es einem Sozialist, andere Leute ihr Geld auszugeben für Visionen? Dem Herr Rifkin sind Überlegungen, Perspektiven, Meinungen, aber auch nicht mehr wie das. Oft schon haben sich Ökonomisten und Professoren geirrt. Zum Beispiel den Herr Rifkin, wie ihn an seinem Buch 1995, The End of Work, vorausgesucht hat, bis 2020 gibt es just nach 2% von der Weltbürger an der Produktion von Waren schaffen. An Deutschland sind das hautnach, wir sind nach 2 Jahren vor dem Delay von 2020, 20% von den Bürger. An den Vereinigten Staaten nehmen nach 12%, wobei die aber immerhin 70% von den privaten Investitionen an die Recherche durchstellen. 1995, das muss ich ihm zuguteilen, konnten Herr Rifkin natürlich auch nicht vorausgesehen, dass 2017 geben allein für die Produktion von Apple Geräte 700.000 Weltbürger schaffen. Auch über den voraus so 2000, dann sagen wir Access, das Verschwinden des Eigentums, wo er so im Internetzeitalter ist es nicht mehr wichtig, Eigentum zu besitzen, kann er mehr wie gedeelter Meinung sein. Mit Gewissheit können wir heute aber etwas sagen. Nämlich, dass weder ein Professor oder professionelle Visionär nach der Politik bestimmen, wie die Gesellschaft und wie die Wirtschaft sich werden entwickeln, das mischt der Mensch, das mischt der Bürger, das mischt die Gesellschaft selber und das ist auch ganz gut so. Überlegungen, Ideen, Prognosen bewirken aber natürlich ein Debatte, wie man heute mit schon. Aber wir werden gesinnt zum Teil ganz richtig Debatten, die sich lohnt zu feiern, an diese Stellweise zu gut abdrängen. Auch schon lange abdrängen. Heute will ich just 3 Themenfelder rausschälen, die für uns als RDR von mir herausragender Bedeutung sind. Wie ein Modell de Croissance brauchen wir, und wollen wir zu Lützeburg? Wie behalten wir die Leute an Lohn und Brot am digitalen Zeitalter? Wie ein Gefahren für als persönliche Freiheiten resultieren aus der Digitalisierung. Zum ersten Punkt, wie ein Modell de Croissance. Das schon angesprochen gehen vom Herrn Wissler, ob vom Lützburger Wort, verschiedene Deputierten, die wären nicht unbedingt für den Wachstumsdogma, hat den Herr Wirtschaftsminister gesagt, das ist Quatsch. Herr Minister, ich behaupte, das ist kein Quatsch, das ist eine Realität, es gibt Deputierte, die seriös Fragen darüber stellen, und die wissen, dass ein aktuelles Modell ein Zeitbomb ist. Ich komme noch nicht mehr mit all den Zahlen, die sind oft genug genannt gehen. Wir wissen ganz einfach, dass auf alle Rentner müssen 2 Salarien kommen, dass wenn wir Prognose machen, dass irgendwann 800.000 Leute schaffen, dass die dann auch irgendwann in Pension gehen, und dass wir dann 1,6 Millionen Leute brechen, die verschaffen, für denen ihr Renten zu bezahlen. Das ist ein Hamsterrad, das ist ein Schneeballsystem, es funktioniert nicht. Aber man echt da rausklammern, was mir liegt, am Mann schmerzvoll ist, für daraus rauszuklammern. Mobilität, auch da just einzig Zahl, ein Wachstum von 4%, auf den so stolz sind, die 12.000 Arbeitsplätze, die bei der Geschäft geben, das ist schön. Das ist schön. Mit das heißt aber auch, dass es 7.000 bis 8.000 Autos pro Jahr mehr auf der Straße gibt. Wenn man so ein Auto braucht, 6 Meter auf der Autobahn, da sind das 43 Kilometer Stau mehr pro Tag
all der an all Joer 43 Kilometer méi. Weil in der tote Welt tun, dann hätte ich viel echter Mist aufhängen, Autobahnen nicht auf 3, mehr auf 4, auf 5 oder auf 6 Spuren auszubauen. Wir haben von allem mehr. So auch für Deal an Tür L, hier am Hearing. Wir haben von allem mehr, wir haben nicht mehr Reichtum und wir haben noch nicht mehr Lebensqualität. Wir haben noch nicht mehr Reichtum. Die letzten 16 Jahre hatte man zu Lützelburg gerade wohl eine Croissance von der Produktivität, vom Reichtum, von 0,7%. Bei 4% Croissance pro Jahr. Weil Wurstum, ohne Schärfung von Reichtum, aber all den Nuancen abhärt von Lebensqualität, die immer sich bringt, nicht stärkt. Also gut, dass wir endlich aufhängen, zu diskutieren über Exit-Strategien. Und dafür ist es gut, dass es Leute gibt, die von der Verabschiedung vom Wurstumsdogma aufhängen zu schwätzen. Wir haben schon lange als RDR gewarnt für dem Hamsterrad, schon lange in Zukunft gefragt, wo wir geben, diskutieren, nicht was die Ursachen sind, mehr wie wir aus dem Hamsterrad rauskommen. Wir sind beim zweiten Knackpunkt, wie behalten wir Leid, Lohn und Brot an diesem digitalen Zeitalter. Es ist schön und gut so, wie das viel gemerkt ist. Wir brauchen keine Wurstum mal Preis, wir brauchen qualitative Wurstum und so weiter und so fort. Es gibt die berühmte Ein-Drittel-Regel, wo man muss ganz gut aufpassen, dass die nicht könnt. Ein Drittel von den Leuten, denen gut geht, weil sie hochqualifizierte Arbeitsplätze haben, weil sie die Informatiker sind, die Programme schreiben und so weiter. Ein Drittel, die nach gebraucht wird, weil auch bei der allerbesten Digitalisierung Pizza nach immer muss geliefert gehen oder Stängheit für in der Chambre, wenn sie dann neu gelöscht gehen, nach immer muss von Menschen gelöscht gehen. An ein Drittel von den Menschen, denen hier erbisch ganz einfach überflüssig wird. Denn Herr Schneider so, wir müssen als Staat mit gutem Beispiel gehen, zum Beispiel beim autonome Fuhren. Mit der Staat muss auch mal ein gutes Beispiel gehen, wenn es um Arbeitsplätze geht. Muss ein Post wirklich 35 Büros zumachen, muss Spurkäse 7 Agenzen zumachen, und so weiter, und so fort. Aber auch du hast keinen Job verloren gegangen, digitaler Welt leben. Herr Schneider, nicht jeder lebt an der digitalen Welt. Es kommt zu einer Verweisung, und da sind die Hauptresponsable an dieser Regierung, zu einer Verweisung vom ländlichen Raum, zu einer Benodeligung von Menschen, die nicht mit der Technologie abgewusst sind, die nicht mobil sind, die auf die verwunden wohl kein oder einen ganz schlechten öffentlichen Transport gibt. Der Franz Feier hat mit Recht auf den Punkt von den Bankomaten hingewiesen. Ja, auch ein Bankomat muss hergestellt gehen. Er muss installiert gehen. Er muss gewartet gehen. Er muss gefüllt gehen. Mir hält à la longue engem Mensch am Guichet d'Erbesplätze weg. An dem Konsumateur, eng liewech Person, mat deren sich auch sozial austauschen, mat deren schwätzen. Auch dat als Liebesqualität. Es gibt natürlich Leute, die können all hier Bankoperationen im Internet machen. Mir auch die verlieren den sozialen Kontakt mit engem Mensch an engem Guichet. Viel Leute verlieren ihren Arbeitsplatz, viel Lebensqualität geht verloren, spürt der Konsument etwas dadurch. Nicht einmal das. Holen wir als Beispiel Self-Scan-Käse am Supermarkt. Sie haben dieselbe Befehl. Geht der Kaffee mir billig? Nee. Geht der so mehr billig irgendwo? Nee. Wir machen all Self-Scan-Käse, verliert einfach ein Käse ja hier erbischt. Geht der soziale Kontakt, also da den die Lebensqualität verloren. Ja, also das ist ein gut Sache? Nein. Aber wie können wir das ändern? Aber zunächst einmal als Konsument. Wir müssen die Sachen als Konsument boykottieren. Da, wo dein Käse geht, der Mensch an Käse, man Mensch geht. Ich habe einen Fraktionskollege, der wird lässt für an einem McDonalds an der Stunde für einen Apparaten, wo ihn Haut kann Burgeren zählen. Gott sei Dank konnten du rausfand, dass der Woche noch ein Guichet gibt, wo ich kann den Hamburger holen. Das ist etwas, was wir sollten alle Guten machen. Mir auch den Anbieter muss natürlich an die Richtung gehen, an den ersten Anbieter, auf dem wir einen Abfluss haben. Das ist der Staat als Anbieter. Der Staat zum Beispiel als Proprietär von der größten Bank von Lützelburg muss die wirklich Agenzen zu machen. Muss da geguckt gehen, Gewinn all
Preis oder können Reisen dann nicht lechte für zu so mal dann as eng Agence do die as eben defizitär wenn wir losen die dürfen wir wollen den soziale Kontakt an die Erbesplätzen behalen. Das ist ein ganz gut Idee Mobilagence war das von enger mobile Agence geschwert. Ich hoffe, dass da viel mehr wie eng geht. Ich stelle mir vor, dass dann all durf wo nicht eng Agence gibt, weil kann ja nicht eng Agence an all durf gehen. Eng Mobilagence muss wenigstens sickern. Für dass die Menschen, die nicht mobil sind, die Menschen, die Menschen, die an dir verwohnen, mit keinem oder mit einem schlechten Transportpublik, auch können hier Bankgeschäfte machen, aber mit einem richtigen Menschen schwätzen. Immer wie Leute Dorf, wie Leute Land mit dumm wäre wie die anderen. Caritas huet mat recht Herr Schleider op Gefore vum To digital op d'Erbesplätzen an d'Erbeswelt opmerksam gemé. Vun der berühmter Überisationun vun der Geschwertginnners bis zur Self-Exploitation. Sie huet et op de Punkt brucht wie se sot: le travail n'est pas seulement un moyen pour réaliser un salaire, mais sert aussi à s'épanouir, se réaliser, être productif, être reconnu, bref, être humain. Sie huet ausschließend gesot, et mis den éviteieren que la société devienne technique, froide, vide de sentiments humains. Mais wie sollten Herr Wirtschaftsminister Hause schön am Wort, ohne Moral wären wir längst schon weiter. Dat huet fortgeschrieben, dat hun so net gesot schon vor Religion geschwert. So, da gebe ich direkt eine Gegendurchstellung vor vom Wort an der Platz. Da kommt nicht auf den dritten aber Punkt. Nicht weil dir mal Angst macht, Herr Rede. Wir kommen auf den dritten Punkt, nicht den unwichtigsten, wie ein Gefahren für als persönliche Freiheiten resultieren aus der Digitalisierung. Wie ein Gesellschaftsbild wollen wir, wie ein Menschenbild haben wir. Hummer dat vu Freiheit an ege Verantwortung oder hummer dat vum gegängelten, kontrollierten, gemaßregelten, kujonéierte Mensch. Es fährt in das Regierung als genau op dem we. Wat ugekönnig gewär als mir unterstützend d'Entrepreneuriat als so net Virgänge. Wenn man an der Chamber Gesetze stimmen, da sind oft Gesetze, wo man reglementieren, kontrollieren, Autorisationen frohen. Ich erinnere mich, dass wir viergisch gestimmt haben, über deres Mammen oder deres Pappen, deres Älteren, die an Zukunft mussten administrativ die Marche machen, die mussten Pläne aufstellen, Plan d'Education aufstellen, die können kontrolliert werden von allen Menschen Beamten. Aber ich als verantwortungsbewusster Mensch, sicher mir mein deres Mam oder mein deres Pap für mein Kind raus. Nur bestem Wissen a Gewisse. Und ich weiß, wie sie da abgehoben sind. Aber wenn ich die geringsten Zweifel und dass sie gut abgehoben sind, wenn ich die geringsten Zweifel und da wirsel nicht, dafür brauche ich keine Regierung, kein Gesetz, was Autorisationen an Kontrollen reglementiert. Reglementierung ist nicht am Sinn von nachhaltigem Wachstum, es ist nicht am Sinn vom Schärfen von Erbesplätzen, es ist nicht am Sinn von der Förderung von Entrepreneuriat. Für was muss zum Beispiel eine Person, die daheim ist, die Dorfgipfel eine kleine Epicerie aufmachen? Für was muss diese eine unsägliche Autorisation d'Etablissement aufrufen? Der Coffee-Bike war ein gutes Beispiel. Gottes Willen kann nicht ein junger Mensch mit einem Coffee-Bike sich so verdienen, ohne dass er muss eine Autorisation von unserem Staat dafür holen. Aber was immer vergisst wird, durch Bank immer vergisst wird, all Einzelmesure, die geholt wird, all Formalität, all administrativ Demarche, all Kontrolle verursacht terrible Kosten. Also gut nicht trifft kein Zero-Kost. Es verursacht Kosten, Stress und Zeitverlust für die Bürger, aber auch Kosten für uns alle Guten als Steuerzahler. Weil wir müssen ja den Apparat finanzieren, den all die Autorisationen da ausstellt, an all die Kontrollen da mischt, an die Gerichte, die das alles sanktionieren, weil man etwas Ähnliches möchte, wie da in einem Text steht. Digitalisierung, und das ist mein wichtigster Punkt, gebe ich meinen. Als auch ein Fall von möglicher Unfreiheit durch staatliche Kontrolle. Wir wissen haut ja schon, was alles GAFA über uns weiß. GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Über uns, als Leben, als Vierleben, als Konsumverhalten.
Wann ich grad neue Autosmodelle ergoogelen, da kriege ich auf Facebook Reklammen serviert von engem Garagist erwees, wie viel Kapital aus Mengen Donnéen geschlagen wird. Denn Etienne Schneider so der Strom als am Zentrum von der Rifkin evaluieren. Das ist richtig, die berühmte Smart Meters. Intelligent Stromzähler. Haut gehen sie benutzt für Daten zu sammeln, zu analysieren. Nur können die Daten benutzt gehen für die Bürger zur Strophe, wenn sich nicht um das Konsumverhalten hält, was irgendwelche Ideologen für richtig fanden. Kann den Strom rationalisiert kriegen. Die hat der Wäschmaschine oft genug laufen, bloß für ihn in der Länge wohnt, oder hat er vielleicht einen illegal bei euch gefunden, den er du gemeldet hat. Alles das ist möglich. Was Smart Meters. Wie kommt er auf die Erstellung? Ein Drittel. Wir mit all dem Digitalisieren an den Meters können wir sicher sein, dass 3 Drittel von uns alle Leute, nämlich alle Menschen, potenziell überwert, kontrolliert und gegängelt wird. Wenn ich haut schon lesen, was gewisse Ideologen schreiben, also, sie wollen als politisch korrekt genderen, sie wollen als forcieren, so zu leben, wie sie es für richtig fanden. Nee, wir wollen hun, da der Erbbild vom Mensch ist, dass der Mensch kann leben als männliche Bürger. An einer Informationsgesellschaft, dass er kann sich eigene Decisionen holen als freie Mensch und dass man so leben kann, wie hier nicht für richtig fand. Wir sollen nicht die Leute mit abbannen, wie er gesagt hat, nee, wir sollen die Leute draußen dezidieren lassen. Wir brauchen Incentiven anstatt Verbote. Wir brauchen Information anstatt Ideologie. Wir brauchen Freiheit. Auch gerade an der schönen, neuen Rifkin-Welt.